Ein ganz herzliches Willkommen euch allen heute Abend hier im großen Saal zu unserer besonderen musikalischen Singstunde. Schön, dass heute so viele Leute in der Singstunde sind. Das könnte eigentlich immer so sein, denn wir haben hier in Neugnadenfeld ja das große Privileg, dass wir immer Bläser bei der Singstunde haben, also fast immer. Und jeder, der nicht kommt, verpasst eigentlich zu jeder Singstunde wunderbare Bläsermusik. Heute natürlich besonders schön, weil die Bläser noch mehr Stücke dann auch spielen werden zwischendurch und heute auch noch verstärkt werden durch andere Musiker, die sich auch noch beteiligen. Also ein ganz wunderbares Miteinander wünsche ich uns allen und wir singen jetzt das erste Lied. Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet die dritte Kerze brennt. Musik
hören einige Verse aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1. Gott schickte den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß und ein Nachkomme Davids war. Die Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich: Was hat dieser Gruß zu bedeuten? Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu Großem bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn, trotz ihres hohen Alters. Sie ist jetzt im 6. Monat schwanger und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Da verließ sie der Engel.
Nachdem der Engel bei Maria war, beginnt Maria zu singen. Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeit.
An dieser Stelle möchte ich euch ganz herzliche Grüße übermitteln. Ich wüsste nicht, an welcher Stelle ich das sonst tun könnte. Und zwar erreichte die Gemeinde ein großer Brief, 4 Seiten handschriftlich, von Schwester Leni Rübesam aus Langeoog. Das heißt, sie wohnt jetzt nicht mehr die ganze Zeit über auf Langeoog, sondern wahrscheinlich die meiste Zeit über bei ihrer Tochter in Werther. Und sie hat diesen langen Brief geschrieben, den will ich jetzt nicht ganz vorlesen, sondern nur den letzten Gruß, wo sie die Gemeinde auch direkt anspricht und schreibt: Wie alle Jahre herzliche Grüße in die Gemeinde. Danke für alle Berichte und Grüße, das Kirchenblatt und auch persönliche Gratulation. Da seid ihr so treu, das tut gut. Gesegnete Weihnachten allen Schwestern und Brüdern, Leni Rübesam. Wer den Brief gerne ganz lesen möchte, kann ihn dann einfach bei mir ausleihen. Und jetzt möchte ich gerne noch an alle Geburtstagskinder der vergangenen Woche mit euch gemeinsam denken. Das waren Schwester Heidi Schröer in Rastede, Anne-Christine Zurluther in Osnabrück, Nils Mielke, Mira Johansen, Gerhard Rex, Hanno Bauer, Waltraud Klemp, Alina Lukas, Jona Rex und heute haben Heinz Rennert und Judith Decker Geburtstag. Und wenn wir jetzt gleich die folgende Strophe singen, Lob, Preis und Dank, Herr Jesu Christ, sei dir von mir gesungen, dann wollen wir ganz herzlich an all diese Geburtstagskinder denken und ihnen das zusingen. Manche sind ja sogar hier unter uns.